Es ist der Rechtsanwalt, den wir bekommen. Der für uns einsteht. Der uns beratet. Der uns gute Sachen eingibt. Die etwa bei uns in den Gottesdienst kommen, die wissen, dass ich gerne fortlaufend predige. Jetzt habe ich heute einen kleinen Gump gemacht. Eigentlich ging es genau, wie der Köbi heute gelesen hat, ging es genau im Johannes 14 weiter. Aber ich habe jetzt den Gump gemacht zum Johannes 16, Johannes Kapitel 16. Und ich werde euch gerade in diesen Text, Johannes Kapitel 16, Verse 4 bis 15. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns reden willst. Ich danke dir, dass du den Johannes so berufen hast, dass er deine Worte so auf eine ganz andere Art, wie die anderen Evangelisten auch noch aufgeschrieben hat, also eine ganz andere Perspektive auf das Ganze. Ja, und du weißt, oder wir wissen, dass der Johannes ganz nah mit dir unterwegs war. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen auch so das Herz vom Johannes dürfen spüren, auch gerade in dieser Frage vom Heiligen Geist. Ich lobe und preise dich einfach dafür. Ich danke, dass du zu unseren Herzen reden, eben durch diesen Geist. Amen. Ja, das Pfingsten. Aber der Köbi hat es gesehen, Pfingst-Events, Pfingstlager. Es ist ja ganz eine gute Tradition, dass es am Pfingsten noch immer regnet. Ich nehme an, das ist noch auch bewusst. Unsere Kinder haben wir gut ausgerüstet, der Elia und Lois, mit Stiefeln und Regenhosen und Regenjacken, weil man sieht, wenn ihr ins Pfingstlager geht, dort wird es regnen. Aber ich sage gerne, wenn ja etwas wachsen soll, dann muss es so regnen. Und wenn wir doch auch gerade so an einem Lager auch Gottes Wort verkündigen, also den Samen säen, dann sind wir eigentlich auch froh, wenn es regnet, weil dann darf auch etwas wachsen. Das Pfingstfest ist eigentlich bei uns ein bisschen quer in der Landschaft, weil es heisst, Pfingsten sei ein Fest zum Dank über
Getreideernte. Und ich darf euch jetzt ein Bild zeigen. Ich habe gerade gemerkt am Hingehen, dass ich irgendwie dann, als ich das Gefühl hatte, jetzt müsste ich still haben und noch ein Bild machen von diesem Gerstenfeld, hat es eben so geluftet, dass wir uns auf dem Velo festhalten mussten, dass ich fast nicht das Handy vornehmen für das Foteln. Und so habe ich da ein Feld gefunden, das ein bisschen weiter im Norden oben ist. Wir waren mit dem Velo unterwegs von Genf ans Mittelmeer. Und das war wieder einfach eine geniale Sache gewesen. Gott hat sich gezeigt und wir durften mit ihm Sachen erleben. Und eben auch das Pfingsten. Ihr seht hier, wenn ihr meine Gerste schauen in den Garten, sie ist noch grün, aber hier ist sie eben schon am Gelb werden. Pfingsten, das Fest, wo man sich freut über die Getreideernte. Ja, das ist ja richtig, heute etwas am Gehen. Die Gitarre geht um und das Mikrofon geht nach. Ja, das heisst ja, es hätte geerbet, nicht der Pfingsten. Und das hat mich so auch beeindruckt. Und ich denke, wir rechnen nicht unbedingt an Pfingsten mit Ernte, aber das ist ja etwas, was dort auch vorkommt. Du hast es auch schon erwähnt. Wo der Petrus predigt hat, wo die Jünger predigt haben, haben sich 3000 Leute bekehrt, haben sich 3000 Leute Jesus zugewendet. Und ich glaube, das ist eine Ernte, die wir erwarten dürfen. Wir kommen nachher dann noch ein bisschen mehr auch auf diesen Aspekt. Eben, je südlicher dass wir kommen, je mehr sind die Felder gelb geworden und je mehr ist für mich klar geworden, ja, in Israel ist das sicher nichts Spezielles, wenn man eben an der Pfingsten, Anfang Juni oder schon Ende Mai, die Getreideernte feiern, weil es eben etwas, etwas Rechts hat, etwas Wahres hat. Auf unserer Reise sind wir aber auch ganz anderen Aspekten begegnet. Also, wir haben nie eine Megachurch getroffen. Wir haben in Lyon Halt machen in der Helsermee. Und wir hatten die Idee gehabt, dass wir dann unseren grossen Bus beim Offizier auf den Besucherparkplatz tun. Aber das ist wirklich so wie ein Bissen mit dem Bus. Und Judith hat ganz mutig gesehen, sie fahren da rein. Und weil der Bus so in der Bissen innen war, dass du niemand anderes mehr in das Auto einsteigen konnte, hat sie ohne Rückspiegel auch wieder rausfahren Das war das Erlebnis. Aber was uns dort viel mehr hat beeindruckt oder auch beelendet, fast gar schon, es sind 2,5 Millionen Leute. Das ist die zweitgrösste Stadt Frankreich. Und sie haben so 30 bis 40 Gottesdienstbesucher. Und ich gesagt, wo ist denn das? Wo ist denn da der Heilige Geist, der wirkt? Wo ist denn da die Ernte, die wir eben einbringen können? Oder wir haben ganz viele alte Gebäude gesehen, aus der Geschichte des Christentums. Wir haben Kirchen gesehen, schon 250 nach Christus. Da hat man noch Spuren gesehen. Die Kirche Adelboden, das ist ja erst im 15. Jahrhundert, 1433, wenn ich richtig recherchiert habe. Also viel, viel später gebaut worden. Man hat Spuren gesehen von der Unterdrückung des Glaubens durch den französischen König, aber auch von der französischen Revolution, wo viele stiefe Spuren in der Kirchenlandschaft hinterlassen. So kleine Gemeinden. Wo bleibt die Ernte? Und ich habe so gemerkt, eben, man geht dann schnell so einen Schritt weiter und sagt, eben, der französische König ist die Schuld oder das Chaos während der französischen Revolution ist die Schuld. Ich kann euch dann gerne noch so ein bisschen mehr im persönlichen Gespräch so von diesen Gefühlen weitergeben. Aber wir schauen gerne so von uns fort. Und ich glaube, der heutige Text, der hilft uns eben, nicht auf die anderen zu schauen, sondern auf uns, auf mich selber. Es geht nämlich beim Kommen vom Heiligen Geist geht's vor allem um mich, dass ich mein Herz auftue.
Es ist eine Frage von der Perspektive und wir können uns drehen und wenden, traurig sein, die Umstände beschuldigen, aber Jesus, der wünscht einen anderen Blick von uns. Und er zeichnet den Horizont auch den Jünger vor Augen. Kannst jetzt einmal der erste, ich glaube, jetzt kommt der erste Teil vom Text, genau. Er zeichnet den Jünger den Horizont vor die Augen. Warum seid ihr so traurig? Warum seid ihr so traurig? Und wir müssen uns jetzt mal überlegen, warum das die Jünger so traurig waren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal wirklich auch den Wunsch, so mit Jesus unterwegs zu sein. So eng mit Jesus unterwegs zu sein. Eins zu eins die Wunder zu sehen, die Jesus tut. Zu erleben, wie Jesus über das Wasser kommt, zum Beispiel. Zu erleben, wie Jesus da betet und nachher kann man das Brot verteilen. Mit Jesus können zu reden. Austauschen als Rabbi, als Lehrer. Was für eine wunderbare Sache. Aber vielleicht, oder ich stelle mir das manchmal so vor, wie das wäre, wenn Jesus so bei mir wäre. Einfach auch ganz still unterwegs sein mit Jesus. Die Jünger haben ganz viele Kilometer gemacht mit Jesus zusammen und die haben sicher nicht immer geredet. Und einfach den Jesus bei sich zu haben. Wow, wie wunderbar. Ein bisschen zu schauen, wie er läuft, einen Schritt vor den anderen tut. Und eigentlich hätten ja die Jünger müssen wissen, der Jesus gehört nicht ihnen. Der Jesus ist nicht nur gekommen für sie 12 oder für sie 72 oder für die halt zulassen, 5000, sondern er ist gekommen für die ganze Welt. Und er ist auch nicht gekommen, für ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir lesen es immer wieder in den Evangelien. Ganz manchmal haben sie gesagt, aber jetzt müsstest du doch das machen, jetzt solltest du doch das machen, jetzt solltest du doch dein Reich aufrichten, jetzt solltest du doch König werden. Und immer wieder hat er die Erwartungen enttäuscht. Er hat die Erwartungen nicht erfüllt. Und er hat auch manchmal nicht so gehandelt, wie sie das Gefühl hatten, dass es logisch wäre. Und jetzt wollte er sich noch einfach so verabschieden, bevor er überhaupt sein Reich hat aufgerichtet hat. Der Johannes, der zeigt uns hier in diesem Text, wie Jesus oder wie das Reich Gottes, könnte man fast sagen, so in eine neue Phase hineingeht. Oder wie Jesus eben in eine neue Phase von seinem Dienst hineingeht. Eine neue Phase eingeläutet wird. Sein Reich soll sich ausbreiten. Und das ist auch das, was mich hat wirklich berührt, auch in diesen kirchengeschichtlichen Sachen. Jesus Reich, das Reich von Jesus Christus, von Gott, das breitet sich aus. Das wird grösser. Das wächst. Und ich glaube, der tut es manchmal auch gut, einmal Perspektiven zu wechseln. Einmal etwas anderes anzuschauen. Und das ist nicht einfach nur so eine durchhaltende Parole. Bleib dran, ja, Jesus ist sein Reich am Aufrichten. Mal, es ist wahr. Jesus ist sein Reich am Aufrichten. Und es wird sich ausbreiten. Und Jesus will seine Jünger nicht einfach verlassen, sondern er will sie bevollmächtigen. Und was jetzt kommt in diesem Text inne, sind ganz viele Geschichten, Bilder aus einer Gerichtsverhandlung. Wir müssen Jesus, wenn man eingeht, Gerichtsverhandlung oder so, dann kommt man nicht drum um einen Amerikaner fahren, das ist vielleicht auch, hat auch etwas zu sagen für heute. Ich glaube, in der Schweiz darf man gar keine Fotos machen in der Gerichtsverhandlung, darum ist das so. Aber das ist das Bild von dieser Gerichtsverhandlung. Und wir wissen ja, wo Jesus den Text hier sieht, der Text, den Johannes natürlich später aufgeschrieben hat, dann weiss der Johannes schon, dass der Jesus wird vor dem Gericht stehen. Jesus wird gleich verurteilt werden. Es ist in der gleichen Woche. Und Jesus wird scheinbar zu Unrecht und ohne Verteidigung verurteilt werden.
Aber eben der Johannes weiss bei diesem Schreiben schon, Jesus hat nicht verloren, sondern er hat gesiegt. Jesus hat nicht verloren, sondern er hat gesiegt durch Karfreitag und Ostern. Und darum sind auch wir nicht einfach machtlos. Boah, Minderheit. Das ist sogar Adelboden, was so viel Fromme hat, sind nur ein Drittel Christen. Das ist eine Minderheit. Nein, wir sind eingesetzt. Wir dürfen selbstbewusst sein. Wir sind nicht machtlos. Und der Johannes, der braucht in diesem Text, kannst du nochmal auf die Folie vom Text zurück, bisschen gut. Ich habe es hier eingeschrieben in Klammern. Der Helfer, Parakletos. Und ihr kennt den Begriff Parahotellerie. Ich habe mir überlegt, was ist da im Tal für einen Begriff, wo das Wort Para drinnen vorkommt. Und es gibt den Begriff Parareifen, aber das ist mehr aus dem Velosport. Aber es gibt den Begriff Parahotellerie. Das ist in eurer Ferienwohnungen. Das ist Parahotellerie. Also das ist eigentlich nebendran. Und Kletos, das ist vielleicht ein Wort, das wir weniger so, aber wenn wir Englisch lernen, dann reden wir von Calling, oder? Wenn man jemandem telefonieren. Und das ist genau, ich tue das jetzt ausführen, weil das ist der Einzige, der Johannes ist der Einzige, der das Wort braucht. Also der andere, bei den anderen Evangelisten, Apostelgeschichte, der Johannes, der braucht das in einem ausgesprochenen grossen Maß. Die anderen sagen Pneumas, Hagios, also Heiliger Geist, wie es dann auch übersetzt wird. Aber der Johannes braucht hier den Parakletos, also der Hinzugerufene. Und jetzt kommt ja die Zeit wieder, wo wir das Heu von den Börtern rächen müssen. Und dann ist es ja so, wenn die Masse ein bisschen gross ist, dann ist man froh, wenn man jemanden hinzurufen kann. Dann nimmst du das Telefon vor und überlegst dir, wem könntest du noch anrufen, um zu helfen. Der Helfer, der Hinzugerufene. Aber es ist eben jetzt hier nicht ein Bild aus der Landwirtschaft, sondern es ist ein Bild eben aus dem Gericht, wie ich es vorhin schon gezeigt habe. Es ist der Rechtsanwalt, den wir bekommen. Der für uns einsteht. Der uns beratet. Der uns gute Sachen eingibt, wie du gesehen hast, Köbi, der zu uns redet. Und durch den dürfen wir auch für Gottes Rechtsansprüche einstehen auf dieser Erde. Ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, dass wir das mitnehmen. Wir dürfen für Gottes Rechtsansprüche auf dieser Erde einstehen. Sind wir uns das bewusst? Die den Rundbrief lesen, und tue ich den sehr ans Herz legen. Er ist jetzt einfach da physisch, er wird ja auch noch auf Frutigen kommen und er wird ja auch noch digital geschickt. Ihr dürft gerne noch das Vorwort lesen. Und ich habe noch nichts gewusst von dieser Predigt, wo ich das Vorwort habe geschrieben habe. Aber ich habe in dieser Predigt geschrieben, dass ich den Richter ganz neu erleben durfte. Ich habe, ihr werdet jetzt lesen, ich habe mit dem Auto ein bisschen Comedy gehabt. Und dort hat mir meine Mutter dann mit dem, also als ich noch ein bisschen jünger war, deutlich jünger natürlich, hat mir dann meine Mutter mit dem Richter gedroht und mit dem Gericht. Hat gesagt, da musst du nicht meinen, da kommt dann noch etwas. Und ich hatte ein bisschen Angst vor dem Richter, vor dem Strafenden, vor dem Verurteilenden. Und eigentlich hätte ich es ja gewusst, weil ich ja bei der Artillerie die RS gemacht. Und dort ist es darum gegangen, dass der Richter, das war der, der geschaut hat, dass das Rohr ans rechte Ort herzielt, dass er bricht. Also nicht als Verurteiler in dem Sinn, sondern auch als Ausrichter, als Zurechtbieger, als Wiederzurechtsteller. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann dürfen wir das auch in Anspruch nehmen. Da soll etwas zurechtgebogen werden. Da sollen Sachen in die Ordnung kommen. Nicht, dass ich sage, dass die verurteilten Aspekte, da kommen wir auch noch drauf. Aber es sollen Sachen richtiggestellt werden. Und da dürfen wir wirklich
einstehen, auch in einem ganz neuen Maß. Und eben, wie ich schon gesagt habe, nicht sagen, oh, die tun nicht und die mache ich nicht, sondern auf mich selber schauen. Die Juden, die haben gemeint, dass sie Jesus als Gotteslästerer zu Recht verurteilen und herrichten. Das war der jüdische Elite ihre Überzeugung. Aber wir dürfen an diesen Jesus glauben. Sein Erlösungswerk ruft uns in die Nachfolge. Nicht ich will regieren, nicht ich will gross dastehen, sondern er soll durch mich regieren. Jesus ist nicht mehr da, weil er ein Feigling ist. Jesus hat sich nicht einfach aus dem Staub gemacht, sondern jetzt kannst du die zweite Folie einlegen, die zweite Text einblenden. Er ist beim Vater. Er hat seinen Ehrenplatz eingenommen. Er hockt zur Rechten vom Vater und er regiert die Welt. Und darum dürfen wir durch ihn regieren, weil er eben den Beistand geschickt hat. Jesus Christus schafft Gerechtigkeit. Mit dem Fürsprecher dürfen wir in den himmlischen Gerichtssaal eingehen. Wir dürfen ihm die Schuld bekennen. Wir dürfen ihm die Schuld bekennen. Der Ankläger, der ist unterwegs, der Teufel, der ist unterwegs, der will uns immer wieder ankommen. Aber wir dürfen vor den Richter gehen, weil er gerecht ist und weil wir eben den Fürsprecher haben. Und wir dürfen unsere Schuld bekennen und sein Recht in Anspruch nehmen. Über Jesus ist Gericht gehalten worden, aber nur, dass er ein viel grösseres Gericht anfangen kann. Ein Gericht, das über das ganze Universum sich ausbreitet. Er hat das Gericht eröffnet. Und der Satan als Ankläger, als Verwirrer, der ist besiegt, der ist verurteilt. Und diesen Sieg dürfen wir in Anspruch nehmen. Für unser persönliches Leben, für unsere Familie, für unser Umfeld, für unser berufliches Umfeld etc. Und jetzt geht es noch einmal in einen dritten Aspekt hinein. Das ist der Aspekt von der Verherrlichung. Jetzt kannst du, glaube ich, den dritten Teil zeigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Es ist an uns, ob wir uns von diesem Parakletos überzeugen lassen. Ob wir den zu uns nehmen, ob wir mit dem unterwegs sind. Ob wir auf seine Deutung von den Geschehnissen hören. Ein Ausleger oder ein Kommentar hat geschrieben, wir möchten gerne ein bisschen wissen, wie es mit der Zukunft weitergeht. Gestern am Abend haben wir Fernsehen geschaut, haben wir die Tagesschau geschaut und da haben sie gesehen, dass die Reichen so Angst haben vor der Zukunft. Vielleicht hat das der eine oder andere von euch auch gesehen. Die Reichen sind die Bevölkerungsgruppe, die so am meisten Angst haben vor der Zukunft. Und dann hat der andere gesagt, ja, sie haben auch am meisten zu verlieren. Genau. Aber ich weiß nicht, wie es. Ja, manchmal wüsste man schon gerne so ein bisschen mehr, wie es weitergeht. Und Jesus, der zeigt uns so grobe Züge. Aber der Ausleger, der hat geschrieben, wir müssen nicht irgendwie zu einem Kartenleger oder zu einem Pendler oder zu irgendjemandem gehen, zu irgendeiner okkulten Praxis gehen, für das wir etwas von der Zukunft erfahren, sondern wir dürfen vertrauen. Er sieht, er wird uns in die Wahrheit leiten. Das haben wir schon im Abschnitt vorher schon drauf gehabt. Er wird uns in der Wahrheit leiten. Er wird uns in der Wahrheit leiten, zu der Wahrheit. Und an dem dürfen wir einfach festhalten. In der Wahrheit, in die Wahrheit. Manchmal beanspruchen die Christen ein bisschen ihre Deutungshoheit. Und das ist das, was ich manchmal, was bei mir manchmal ein bisschen klemmt. Also wenn ihr einfach seht, ja, das ist wegen dem gewesen, und das ist wegen dem gewesen, und die halt nicht gut da und so, Fehlsturz, Krankheit etc. Ihr wisst es selber. Ich glaube, das ist gefährlich. Ich habe mich in diesem Zusammenhang auch gefragt, warum sind so viele Christen im Dritten Reich, also vor dem Zweiten Weltkrieg, dem Hitler so erlegen.
Das waren die Mehrheit der Christen. Und das sind nicht alles solche, die es sowieso mit dem Glauben nicht so ernst genommen haben. Wieso? Bin ich gefeit von dem? Ich weiß schon. Und jetzt kommt der Ordnung macht, etc. Wer soll verherrlicht werden? Wer soll verherrlicht werden? Bin nicht ich. Es ist nicht meine Partei. Es ist nicht mein Präsident, sondern es ist Jesus Christus. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Oder eben in anderen Übersetzungen steht sogar, er wird mich verherrlichen. Ich glaube, es lohnt sich, dass wir nicht vorschnell, so definitive Schlüsse ziehen. Jesus sagt selber auch, lasst das Giet mit dem Weizen wachsen. Bei der Ernte wird exhortiert. Aber was wichtig ist, dass Jesus Christus soll verherrlicht werden. Das steht fest. Ist uns jemand auf die Füße getragen, ist jemand uns auf die Füße geschalpert, hat jemand sogar meine Ehre in den Dreck gezogen? Es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Vielleicht ist es darum, dass gerade in Verfolgungszeiten die Gemeinde so wächst. Weil da ist nichts mehr. Das ist eine Gruppe von Menschen, die vom Staat verfolgt wird. Also da ist nicht eine Nation, wo man stolz drauf sein kann. Das ist nicht eine eigene Tat. Das ist nichts mehr, wo wir uns darauf berufen können. Es ist nur noch Jesus Christus. Die Gläubigen haben jede ihre Ehre verloren. Und sie müssen sich entscheiden, wirklich alles auf die Karte Jesus zu setzen. Und eben den Fürsprecher, den Paraklet an die Seite zu nehmen. Ich habe mir als Schlussgedanken so definiert, was ich aus diesem Text herausnehmen will. Und das sind 3 Sachen. Du kannst es einblenden. Das glaube ich geschrieben. Ich wünsche mir, dass ich den himmlischen Fürsprecher immer bewusster an meine Seite nehme und immer bewusster an meiner Seite habe. Ich will mich entscheiden, mutig in die göttlichen Gerichte einzutreten und für sein Recht einzustehen, auch wenn es mir etwas kostet. Und ich will, dass der Heilige Geist in mir die Wahrheit, dass durch den Heiligen Geist in mir die Wahrheit zum Vorschein kommt und damit nichts anderes als Christus durch mein Leben verherrlicht wird. Das sind meine Schlüsse, die ich aus diesem Text herausnehme. Und vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen. Amen.